Hallo zusammen, heute sind wir wieder mal bei uns in der Küche zu einem weiteren Kochquatsch. Und wir haben einerseits wieder einen super spannenden Gast bei uns, die Michelle, die ich euch gerade vorstellen. Und wir kochen heute etwas, das im Moment überall sieht, einen richtigen Foodtrend. Und zwar One-Pot-Pasta. Ich zeige euch jetzt zuerst mal, was wir dafür brauchen. Dafür 500 Gramm Spaghetti. Man kann aber auch andere Pasta nehmen. Dann haben wir rund 1 Liter Wasser. Das variiert aber ein bisschen je nach Pasta, die man verwendet. Dann haben wir Gewürze. Also wir nehmen hier 1 Würfel Bouillon, Salz und ein bisschen Paprika. Dann haben wir einen Bund Basilikum. Und ein kleines Schälchen Sherry-Tomatli, 1 grosse Zwiebel. Und Knoblauch, ganz wichtig, nehmen wir 4 Zehen. Wer es gerne ein bisschen knobliger hat, nimmt dann ein bisschen mehr. Dann haben wir ein Schälchen Champignon, rund 5 Esslöffel Tomatensauce, aber auch hier kann man ein bisschen variieren, wie man es gerne will. Dann ein bisschen Olivenöl für oben drauf und am Schluss, ganz wichtig, Parmesan. Ja, und jetzt haben wir hier unseren Gast, und zwar ist das die Michelle. Sie ist vom YouTube-Kanal und Blog Michelicious, gell? Genau. Und ja, erzähl doch mal ganz kurz, wer du bist, was du so machst. Ja, also mein Name ist Michelle, ich bin 31 und ich bin von Beruf eigentlich Säcklehrerin. Und ich bin jetzt aber seit 5 Monaten Mami geworden, was mich mega glücklich macht, und bin jetzt immer daheim, also Vollzeit-Mami. Und eben, wie du vorhin gesagt hast, habe ich einen YouTube-Kanal und einen Blog, und das mache ich aber wirklich einfach als Hobby nebendran, neben meinem Mami-Leben. Schön. Und gerade Beauty ist bei dir ein grosses Thema? Genau, ja. Ich habe gewisse Sachen auch noch über mein Mami-Leben, einfach wo ich mit meinen Zuschauern und auch Lesern teile, aber vorwiegend ist es wirklich Beauty und so Hairstyles und Tutorials und so. Genau. Sehr schön. Und ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt doch gerade mal an. Als Mami bist du sicher auch viel in der Küche, oder? Genau, ja, ich war früher überhaupt keine Köchin. Aber jetzt muss ich auch Breili machen natürlich, das ist ein grosses Thema. Was ist das beste Breili? Am liebsten hat im Moment Rande, was für mich ein grosses Rätsel ist. Und es sieht immer aus wie ein riesiges Schlachtfeld. Nachher ist es voll im ganzen Gesicht, überall rot. Aber ja, das ist sein Lieblingsbrei. Interessant, ich habe Rande gar nicht gerne. Ich auch nicht. So wird man zur Randenköchin. Genau. Ja, ich glaube, wir fangen doch gerade mal an. Super gut an diesem Rezept ist. Hast du das eigentlich schon mal gemacht? Nein, noch gar nicht. Ich habe noch nie davon gehört. Gar nicht. Sehr gut. Können wir dir etwas Neues zeigen. Genau. Und euch hoffentlich auch. Ja, das Lässige daran ist, man schmeißt eigentlich alles in eine Pfanne. Also Pasta und alle Zutaten, alles gleichzeitig. Und das war es eigentlich schon gewesen. Tun wir mal die Spaghetti rein. Und die legen wir da einfach mal so mit in die Pfanne. Also ist wichtig, dass man eine möglichst grosse nimmt, oder das Platz? Genau, ja. Idealerweise, vor allem wenn man Spaghetti nimmt, dann ist eigentlich so eine Pfanne, wie wir sie hier haben, super. Ja, mit was willst du anfangen? Ich nehme Champignon. Sehr gut. Dann tue ich doch mal, machen wir das unbeliebte Zwiebeln. Genau. Und jetzt haben wir eigentlich alle unsere Zutaten schön da drin. Jetzt nehmen wir das Wasser rein. Das ist wie gesagt rund 1 Liter. Das sieht eigentlich recht nach wenig aus, finde ich. Für das, dass dann alles wirklich gekocht wird. Das stimmt, aber es sollte eben auch kein Wasser abgeschüttet werden. Darum. Ja. Aber eben, es ist gut möglich, dass wir ein bisschen Wasser noch mit tun. Aber das ist mal so ein guter Ausgangspunkt. Dann tun wir da noch einen Würfel Bouillon rein, das Geschmäckchen. Tust du das jetzt ein bisschen verteilen oder tust du gerade den ganzen drin? Ich glaube, du hast mir jetzt gerade eine gute Idee gebracht. Ich hätte nicht ganz drin getan, so ein bisschen faul, aber wir können verteilen. So, dann kann man eigentlich jetzt noch ein bisschen würzen und du kannst einfach noch so ein bisschen Olivenöl drüber tun. Wenn ich dann den Deckel abbringe. Wie viel ungefähr? Ich würde einfach so ein bisschen drüber. So, das ist fertig. Und dann noch ein bisschen Paprika. So.
Da kann man sicher auch irgendwelche Gewürze drin tun, oder? Genau, was man ja. gerade gerne hat. Genau. Man kann zum Beispiel auch Kokosnussmilch nehmen und das Ganze ein bisschen asiatisch machen. Ah, okay, cool. Ja, das ist eine coole Idee. Ja, mega gerne asiatisch. Okay. Dann kannst du ja vielleicht, wenn du das mal daheim nachkochst, dann Genau. die asiatische Variante machen. Nehmen wir einfach ein bisschen weniger Wasser und dafür Teil Kokosnussmilch. Genau. So, und jetzt würde ich sagen, let's fetz! Let's fett! So, unsere One-Pot-Pasta ist fertig und es schmeckt so fein. Es ist Ich kann fast nicht wirklich warten. mega, mega fein. Und wir haben jetzt ein bisschen mehr Wasser müssen dazu tun, aber sonst hat alles tiptop geklappt. Und ich glaube, jetzt probieren wir mal. Jetzt haben wir lang genug gewartet. So, es schmeckt so gut. Machst du auch nicht Löffel, ne? Ja, ich probiere es jetzt mal, obwohl du das wahrscheinlich besser machst. Mega fein. Perfekt durchfinden. Schön noch al dente. Sehr, sehr fein. Mega. Und es hat jetzt nicht so viel Soße dran und trotzdem hat es so richtig viel Geschmack. Mega fein. Sehr fein. Das ist also wirklich ein tolles Rezept. Danke vielmals. Das werde ich ganz sicher in nächster Zeit einmal machen. Ja, und ihr hoffentlich auch. Wenn ihr es ausprobiert habt, schreibt uns doch unten in die Kommentare, wenn ihr es gefunden habt. Und ja, Michelle und ich hoffen, euch hat das Video gefallen. Danke vielmals, dass du da gewesen bist. Danke, ich habe mich sehr gefreut, euch kennenzulernen und mit euch noch den Kochquatsch zu machen. Also danke vielmals. Gerne. Schaut bei Ihnen mal nach vorbei. Genau. Channel. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, freuen wir uns immer riesig auf den Daumen hoch. Und den Kanal abonnieren nicht vergessen, das würde uns auch sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss.